Je mehr wir in der Endzeit, in der letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu leben, umso schlimmer wird auch das werden. Es wird so viel rumerzählt, wird so viel gesagt, was einfach nicht stimmt. Niemand hat größeres Interesse, als die Unwahrheit zu erzählen, als der Teufel selbst. Und ich habe noch nie gesehen, dass Tote etwas festhalten können. Etwas makaber. Aber Menschen, solange sie leben, wollen mit aller Gewalt alles festhalten. Aber eines Tages müssen sie es sowieso loslassen. Gib lieber mit warmen Händen. Mit kalten kannst du es nicht mehr tun. Der Apostel Paulus, er schreibt an die Epheser und er fängt wie folgt an. Hinzu kommt, dass ich gehört habe. Ich möchte meine Predigt einteilen in 4 Punkte. Vom Hören, das Freude macht, vom Glauben, der Dankbarkeit auslöst, wenn die Liebe überfließt und geschaffen zur Gemeinschaft. Diese 4 Punkte. Er fängt an und sagt, nachdem ich gehört habe. Es ist doch was Schönes, wenn man über eine Gemeinde was Schönes berichten darf. Wenn man berichten darf über die Gemeinde der Zionshalle, in die Gemeinde in Bern und so weiter und so fort. Wenn Gutes gesagt wird, wenn Schönes erzählt wird. Nun, wir neigen dazu, oft zu schmeicheln oder den Menschen Honig um den Mund zu schmieren. Kennt ihr vielleicht auch. Leider gibt es aber auch Menschen, die haben die Angewohnheit, immer nur das Negative zu erwähnen. Ich kann mich gut erinnern, ich war unterwegs in Deutschland, komme nach Hause, hatte noch meinen letzten Dienst in Stuttgart und dann ruft mich am gleichen Abend noch jemand an und sagt, du Samuel, in Stuttgart wird herum erzählt, dass du eine Freundin hättest und dass du sogar mit der zusammen wohnst. Also mir hat das zuerst mal die Sprache verschlagen, das habe ich noch gar nicht gewusst. Und dann habe ich dann gesagt, ja, das stimmt, aber diese Freundin ist seit jetzt dieses Jahr 40 Jahren meine Ehefrau. Aber wisst ihr, man redet so viel, aber das Schöne ist, diese Person hat mich direkt angerufen, mich direkt gefragt und dann konnte das alles gleich aus dem Raum weggeräumt werden. Das Gerücht war beerdigt. Aber wisst ihr, vom Hörensagen lernt man lügen. Der Paulus, er kann sagen, ich habe gehört. Und wisst ihr, wenn wir mitmachen bei diesem Hören, Sagen, lernt man lügen, dann machen wir uns zum Handlanger des Teufels. Die Bibel sagt, dass der Teufel, er ist der Lügner von Anfang. Wenn er redet, so redet er sein ureinstes Wesen. In Johannes 8,44 sagt der Herr Jesus, wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ja ein Lügner, ja der Vater der Lüge. Und deswegen passen wir auf, was wir so herumerzählen, zu wessen Dienstboten wir uns machen. Niemand hat größeres Interesse, als die Unwahrheit zu erzählen, als der Teufel selbst. Er hat die Lüge erfunden. Er ist der Verleumder und Verkläger der Brüder bis zum heutigen Tag. Sein Ziel ist es, zu zerstören, kaputt zu machen, auseinanderzureißen und durcheinander zu bringen. Das ist auch sein Name, Durcheinanderbringer. Und wisst ihr, wir als Gemeinde Jesus sollten auf der Hut sein. Es wird nicht besser werden. Je mehr wir in der Endzeit, in der letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu leben, umso schlimmer wird auch das werden. Es wird so viel rumerzählt, wird so viel gesagt, was einfach nicht stimmt. Heute haben wir alle Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, jedes Wort umzudrehen. Man kann eine Predigt nehmen und sie übersetzen ins Holländische, obwohl ich kein Wort Holländisch kann. Kein bisschen kann ich auch. Ja. Aber es ist wirklich so, wir haben das mal einen Test gemacht. Der Norbert hat gepredigt in Deutsch. Unser technisches Team hat das gemacht und dann eine Botschaft. Die ganze Wortwahl, der ganze Mund vom Norbert war perfekt holländisch.
Und deswegen, es kommt eine Zeit und ist heute schon da, wo Bilder, Filme, Videos total manipuliert werden können. Passen wir auf, was wir hören, was wir sehen, wem wir was glauben. Und ich würde mich nicht wundern, wenn plötzlich eines Tages eine Botschaft auftaucht und in der Botschaft wird völlig das andere gesagt, als ich gesagt haben sollte. Es ist alles möglich heute. Man kann heute in die Medien hineinschauen, da sieht man Dinge, wo man sagen muss, ist das überhaupt möglich? Nein, es sind Fake News. Man kann heute die Lüge zur Wahrheit verdrehen und die Wahrheit zur Lüge. Und es ist alles so perfekt und es fällt schwer, das Echte vom Falschen zu unterscheiden. Und gerade der kommende Diktator, der Antichrist, er wird das in Perfektion beherrschen und man hat heute alle Mittel und Möglichkeiten, das zu tun. Der Paulus, er schreibt Folgendes in 2. Thessalonicher 2, Vers 10. Und das wird dann geschehen. Und heute sehen wir schon die Anzeichen dafür. Alle, die ins Verderben gehen, wird er mit seinen Verführungskünsten zum Bösen verleiten. Sie werden ihm erliegen, weil sie es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, die sie gerettet hätte. Aus diesem Grund liefert Gott sie der Macht der Täuschung aus, dass sie der Lüge glauben, der Macht der Täuschung. Und technische Mittel sind heute da. Und deswegen seien wir auf der Hut, was wir hören, was wir sehen, was wir glauben, worauf wir uns verlassen und was wir entsprechend dann auch tun. Der Apostel Johannes, er schreibt Folgendes in 1. Johannes 4, Vers 1. Er schreibt seinen Freunden und sagt, liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Denn in dieser Welt verbreitet jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Das ist heute mehr und aktueller als je zuvor. Kehren wir nun zum Paulus zurück. Der Paulus, er hatte gehört was Positives. Etwas Positives über die Gemeinde in Ephesus. Er selber hat ja dort gearbeitet, als Lehrer gedient, das Wort Gottes gepredigt. Und jetzt hört er etwas Positives über die Gemeinde, über die Christen in Ephesus. Und er freut sich darüber. Und es ist immer etwas Schönes, wenn man etwas Positives hören darf über Glaubensgeschwister, über Gemeinden, die geistlich wachsen, die weitergehen. Und so schreibt er, ich lese nochmal Vers 15, ich habe gehört, von was hat er gehört? Von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus Christus. Was für ein Geschenk, wenn von einer Gemeinde, die völlig in einer Stadt lebt, die sündig ist, die von Sünde beherrscht wird, wo Multikulti einfach normal ist, wo Götzendienst gepflegt wird, zum Alltag gehört. Wenn da Menschen sind, die an Jesus Christus glauben, wenn man sagen kann, in der Gemeinde, in der Stadt, von mir aus auf der Reeperbahn, kennt ihr vielleicht schon gehört, Hamburg, der Sündenort. Wenn da eine Gemeinde ist und wenn da Gläubige sind, die ganz klar Position beziehen für Jesus Christus. Was für ein Geschenk, wenn heute Menschen sind im Hauptbahnhof in Zürich und die Position beziehen für Jesus. Wenn da Menschen sind, die hinstehen und sagen, allem Widerstand zum Trotz, mein Glaube ist authentisch und über deren Nachfolge Positives berichtet werden darf. Wenn heute Menschen aus deiner Umgebung hier wären und ich könnte die fragen, ja, was sagen deine Schulkameraden über dich? Deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, vielleicht der Geschäftspartner oder dein Ehepartner, deine Kinder. Könnten sie berichten von einem Christsein, das authentisch ist? Von einem Lebensstil, der Gott verherrlicht? Oder würden deine Kinder, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen das Gesicht verziehen? So einfach abwinken? Würden sie vielleicht sagen, ja weißt du, der ist immer ein wenig schwierig. Gibt's ja schwierige Personen. Aber wenn das über dich gesagt werden sollte, der ist immer unwirsch und unfreundlich. Er muss immer Recht haben. Es muss immer genau so gehen, wie er will.
Nun, dass Menschen über uns reden, das kann man nicht verhindern. Sie reden auch über mich. Es ist eine Tatsache. Doch es ist tragisch, wenn die Menschen reden und schlecht reden und es sogar stimmt, was sie schlecht reden über dich und über mich. Das ist dann eine Tragik. Wenn Menschen über mich reden und sagen, ja, weißt du, der Samuel, der rennt jeden Sonntag zum Gottesdienst, aber der ist irgendwie immer so unfreundlich. Er hat noch nie mir geholfen, irgendwie der Nachbarschaft Schnee zu schippen. Nee, das macht meine Frau. Aber nicht immer, zum Glück. Manchmal mache ich es auch ich. Also gerade ist schön, wir haben jetzt gerade wieder im Briefkasten so ein Kärtchen gefunden, wo die Nachbarin sich bedankt, dass wir bei ihr morgen früh den Schnee geschaufelt haben. Was sagen die Nachbarn über dich? Der ist oberfromm, aber geizig bis an den Bach runter. Was sagen die Vermieter über dich? Oder die Mieter über dich, wenn du ein Haus hast, ein Eigentum hast, hast es vermietet? Was reden die Menschen? Oder wenn du ein Geschäft hast, sagen die du betreust oder die du bedienst, der ist immer freundlich, auf den ich verlasse. Der sagt ein Wort und es stimmt. Man nennt sich Christ, aber sein Lebensstil ist alles andere als christlich. Immer am Motzen, nie zufrieden. Man ist eingeladen und man motzt über das Essen. Ja, das soll es geben. Der Apostel Paulus, er schreibt an die Gemeinde in Philippi, und das sollte das Markenzeichen sein eines Christen. Und noch etwas, Geschwister, in Philipper 4, Vers 8. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Ich war eingeladen in Kamerun von unseren Mitarbeitern dort. Sie haben mich eingeladen in ein Chinesenrestaurant. Es war für sie ein Effort, finanziell, und sie haben sich riesig gefreut. Und das Essen, das serviert wurde, es hat ihnen geschmeckt. Ja, es gab Kutteln. Und ich liebe Kutteln, wenn sie gut gewaschen sind. Ja, die einen verstehen jetzt, was ich meine, die anderen nicht so, ja. Kutteln sind ja, das ist der Magen, der Pansen der Kuh. Ja, und da drin hat es normalerweise Gras, das am Vergären ist und so weiter. Das kann man schön waschen, reinigen, kochen und so weiter. Das ist alles, Geschmack ist weg. Aber das haben sie irgendwo nicht ganz so gut gewaschen, geputzt und so. Aber das Essen hat eben mehr oder weniger mir nicht so geschmeckt. Aber meint ihr, ich hätte irgendetwas gesagt? Ich habe sogar 2-3 Mal genommen. Ja, und am Schluss dieser Afrika-Reise, wir waren auch mitten im Busch, ich habe alles gegessen, manchmal mit viel Gebet. Aber wisst ihr, das Schöne ist, am Schluss haben sie mir gesagt, meine lieben Mitarbeiter und Geschwister in Kamerun, weißt du, wir lieben dich. Ja, weswegen lieben wir dich? Du hast alles gegessen. Ja, wisst ihr, wir sollen nicht nur christlich uns geben mit den Worten, sondern wir sollen auch christlich sein mit dem, was wir tun. Und wir sollen auch über die Menschen nicht schlecht reden. In Titus 3, Vers 2, da heißt es, wir sollen über niemanden schlecht reden und keinen Streit suchen, sondern friedfertig sein und allen Menschen mit aufrichtiger Freundlichkeit begegnen. Und wisst ihr, Freundlichkeit, das kostet so wenig. Probiert's mal. Wir haben es ausprobiert. Ich habe es extra mal ganz bewusst ausprobiert bei Aldi. Da waren wir in der Schlange und hinter uns waren da Leute, wahrscheinlich irgendwo aus dem Balkan, weil ich habe ihre Sprache nicht verstanden. Die Frau hatte ein Kopftuch an und die Kinder, waren ziemlich viele Kinder da. Und ich habe gesehen, die haben ziemlich viel im Einkaufskorb oder im Wagen. Und dann habe ich gedacht, okay, machen wir mal einen Test. Ich habe gefragt, ihr möchtet ihr gerne nach vorne kommen? Ich gebe Ihnen gern meinen Platz, Frau. Der Mann hat mich ganz verdutzt angeschaut. Ja, was? Der gibt mir Platz? Und haben sie gefragt, kamen so ins Gespräch. Ja, welche Sprache sprecht ihr? Ich verstehe euch leider nicht so. Dann haben sie gesagt, ja, wir kommen aus Albanien. Ach, Albanisch kann ich nicht.
Und wisst ihr, so entstand ein Gespräch und der Mann ist immer mehr aufgetaut. Es war ein freundliches, umgängliches Gespräch. Freundlichkeit kostet nichts. Sie ist gratis, aber sie öffnet die Menschenherzen. Nun, die Leute, sie mögen uns mögen oder auch nicht. Die Leute können sagen, ja, der ist ein frommer Spinner. Die Leute können sagen, ja, der ist ein Sektenbruder, der rennt jeden Sonntag zum Gottesdienst. Aber sie dürfen nie etwas Schlechtes reden und das Schlechte stimmt. Das geht nicht. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 11, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Möge der Herr Gnade schenken, dass der Apostel Paulus, wenn er hören könnte, dass er nur Gutes über uns hört, Positives über uns zu berichten hat. Paulus erfreut sich über die Epheser, weil er Gutes zu berichten hat. Weil ihr Glaube war nicht verborgen geblieben. Ihr Zeugnis für Jesus war bekannt geworden. Und wisst ihr, das kommt jetzt der zweite Punkt. Und das löst beim Apostel Paulus, löst das Dankbarkeit aus. Was für ein Geschenk, wenn man dankbar sein kann über Glaubensgeschwister. Und so sagt der Apostel Paulus dann in Vers 15b, sagt er, nach der neuen Genfer Übersetzung, oder es ist, kann auch sein, dass es Schlachter ist, bei mir steht einfach, ich höre nicht auf zu danken für euch. Wie steht es hier? Das ist wahrscheinlich eine andere Übersetzung da, das stimmt im Vers 16. Kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Was für ein Geschenk. Ein Geschenk, wenn man danken darf. Wenn da gesagt wird, das sind Christen in der Zionshalle, die brennen für Jesus. Sie haben ein wunderbares Zeugnis. Und wisst ihr, der Glaube, und für was sagt Paulus hier Danke? Er sagt Danke für was? Über den Glauben, den sie haben. Wisst ihr, wir Christen, keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns hat keine Fehler. Jeder von uns hat Ecken und Kanten. Aber wisst ihr, wenn da gesagt wird, was der Mensch erlebt aus der täglichen Vergebung. Dieser Mensch errichtet sich nach Gottes Wort. Dieser Mensch, er möchte Jesus gefallen. Dieser Mensch möchte ein Leben führen, das ihn ehrt. Und wenn Sie zum Gottesdienst kommen, das ist ein Gottesdienst, wo man sich wohlfühlt, wo man sich zu Hause fühlt, wo der Herr Jesus im Zentrum ist, wo er verherrlicht wird, angebetet wird. Was für ein Geschenk, wenn wir dem Herrn Jesus ein Kind bringen dürfen und wo das Zeugnis der Eltern einfach so wunderschön ist. Gibt es etwas Schöneres? Der Glaube der Epheser war bekannt. Der Glaube der Epheser, über den wurde gesprochen. Und was für ein Geschenk, wenn auch über unsere Gemeinde gesagt wird, weißt, hier in der Zionshalle steht Gottes Wort im Zentrum. Hier wird Jesus verherrlicht. Und das ist doch Grund zur Freude. Das ist Grund, wo man einfach sagen kann, Herr Jesus, danke dafür und halt uns ganz nahe bei deinem Wort. Und deswegen sagt Paulus, ich habe gehört von eurem Glauben und von eurer Liebe. Und er fängt an und sein Herz sprudelt über. Und er sagt, Herr Jesus, danke dafür, für diese Gemeinde. Danke für diese Gläubigen. Danke für diese Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Paulus, er dankt für den Glauben. Und was war der Inhalt dieses Glaubens? Wenn ihr die Verse lest, von Vers 15, von Kapitel 1, Vers 1 bis 15 und nach folgende, da sehen wir, für was der Paulus danken kann. Für was kann der Herr Jesus über deinem Leben, über deinem Glauben danken? Über die Epheser kann Paulus sagen, sie waren durch Jesus Christus gesegnet. Wenn du dein Leben so Revue passierst, kann man über deinem Leben sagen, ja, er ist gesegnet, sie ist gesegnet durch Jesus. Weißt du, dass du ein Auserwählter bist, ein Auserwählter des lebendigen Gottes, dass du sein Kind sein darfst? Weißt du, dass du in Jesus heilig und tadellos bist?
Alles steht in Kapitel 1 bis Kapitel, in diesem ersten Kapitel. Lese es zu Hause durch, staunt, forscht, betet an. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du zur Sohnschaft des Ewigen bestimmt. Gott ist dein Vater. Du darfst zum ewigen Vater sagen, du bist ein Sohn, eine Tochter des lebendigen Gottes. Du bist in Jesus begnadigt. Durch das Blut seines Sohnes erkauft, reingewaschen. Du hast Vergebung deiner Schuld. Ein ewiges Erbteil. Du bist versiegelt auf alle Zeiten mit seinem Heiligen Geist der Verheißung. Ist das nicht Grundlage und Grund zum Danken? Ist das dein Glaube? Ist das deine Hoffnung? Und das war der Glaube der Epheser. Das war ihr Glaubensbekenntnis. Und darüber kann Paulus nur danken, nur anbeten, nur preisen. Was glaubst du? Was glauben wir? Da höre ich von einem Hauskreis, da kommen Christen zusammen und da wird die Bibel nicht mehr gelesen. Das hat mich völlig schockiert. Da wird gesagt, Gottes Wort hat keine Antworten für unsere Zeit. Ja, wo lesen und wie lesen die Bibel? Da wird gesagt, Gottes Wort sei langweilig und schwer zu verstehen. Und auch in der Seelsorge nützt ein Bibelvers nichts mehr. Ja. Wenn ich nicht Gottes Wort hätte, hätte ich keinen Glauben, keine Hoffnung, kein Fundament, hätte keine Antwort in der Seelsorge und so weiter und so fort. Und ich staune immer wieder neu, wenn ich die Bibel lese und mir Zeit nehme zu studieren. Da staune ich immer wieder über diese Tiefe und diese Tiefe kann man nie endgültig ausloten. Der Paulus, er betont nicht das Gefühl, nicht in erster Linie die Liebe, nicht in erster Linie die Einheit, nein. Sein Schwerpunkt liegt ganz klar auf was? Auf dem Glauben. Auf dem festen Vertrauen in dem, was Gott in seinem Wort uns geoffenbart hat. Ich bin erstaunt, wie viele Christen so verschiedenste Dinge glauben. Da wird erzählt über mystische Träume, Visionen, über Sterbeerlebnisse, dass man im Himmel war, wieder zurückkommt, über Krankenheilungen am laufenden Band. Und dann kommen Menschen in die Seelsorge und die sagen mir, ich habe geträumt. Und sie sind völlig am Boden zerstört, weil bei ihnen kein Heilungswunder eintritt. All das erinnert mich ein Stück weit an die Zeiten des Propheten Jeremia. Da ging es auch in dem Volk Gottes, ging es drunter und drüber. Und da kommen die Menschen zum Propheten Jeremia und erzählen dem Propheten Jeremia ihre Träume. Und der Jeremia gibt zur Antwort, ein Prophet, der einen Traum hat, der soll träumen. Aber, sagte dann in Jeremia 23, 28, wer aber mein Wort hat, der rede mein Wort in Wahrheit. Und dann vergleicht er die Träume, die die Menschen haben, vielleicht haben sie zu viel gegessen, kann sein, mit dem Wort Gottes und sagt, wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen. Jeremia will damit sagen, wenn du Gottes Wort hast, dann ist das Brot des Lebens. Wenn du Gottes Wort hast, dann richte dich nach Gottes Wort und lass die Träume Träume sein. Ich habe manchmal auch Träume. Gerade letztens habe ich wieder so einen richtigen Albtraum gehabt. Ich weiß nicht, was ich am Abend zuvor geschaut habe, oder gesehen habe, gelesen habe. Keine Ahnung. Ich hatte einen schrecklichen Albtraum. Bin aufgewacht und gesagt, Herr Jesus, danke dafür, dass es keine Realität ist. Und dann darf ich wieder zum Herrn Jesus gehen. Und dann darf ich, schlag mal auf, komme mir gerade so in den Sinn, Psalm 91 ist es, glaube ich, oder Psalm 90. Mal schauen. Da steht Folgendes, wenn ich nachts nicht schlafen kann, da heißt es, Psalm 92 ist es, Psalm 92, Vers 2, da heißt es ist gut, den Herrn zu preisen und deinen Namen, du Höchster, zu besingen. Am Morgen zu verkündigen deine Gnade und deine Treue in den Nächten. Hier steht nichts von einem Traum, sondern dass ich ganz bewusst mit dem Herrn ein Zwiegespräch führe, wenn ich nachts nicht schlafen kann, seine Treue zu rühmen, ihn zu preisen und ihn anzubeten. Und deswegen sagte Jeremia, wenn du Gottes Wort hast, halte dich an Gottes Wort.
Wenn du Gottes Wort predigen kannst, predige Gottes Wort. Alles andere ist leeres Stroh und hat keinen Bestand, hilft nicht für die Ewigkeit. Es wird vergehen und es wird verzerrt vom Feuer des Gerichtes Gottes. Ja, der Prophet Jeremia geht weiter und sagt dann in Vers 29, er hat zuerst das Wort Gottes mit dem Wort des Lebens verglichen und hat die Träume verglichen mit leerem Stroh. Und dann sagt er, und was passiert mit Stroh, wenn es mit Feuer in Verbindung kommt? Das sagt er nämlich in Jeremia 23, 29. Denn ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer der Felsen zerschmettert. Die Grundlage des Glaubens der Epheser war und blieb das Wort Gottes. Nur die Bibel hat Bestand. Nur auf der Grundlage des Wortes Gottes kann unser Leben gelingen. Nur so und nicht anders. Vor einiger Zeit habe ich im Antiquariat ein wunderschönes altes Buch gekauft. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört, gelesen, keine Ahnung, der Märtyrerspiegel. Ein dickes altes Buch. Das erste Mal erschienen 1660 in holländischer Sprache und es dokumentiert auf 1290 Seiten die Geschichte der christlichen Märtyrer, angefangen von den Aposteln bis ins 16. Jahrhundert. Es ist ein erschütterndes Buch, also nicht das Buch ist erschütternd, sondern die Berichte darin sind erschütternd, wie Christen um ihres Glaubens an Jesus willen verfolgt wurden, vertrieben, enteignet, inhaftiert und sogar umgebracht. Und interessant ist und erstaunlich für mich, wie diese Christen standhaft blieben, wie sie voller Zuversicht waren im Leid, ja treu sogar bis in den Tod. Und es fällt dabei auf, wie diese Christen verwurzelt waren im Wort Gottes. Sie kannten das Wort Gottes. Über die Prediger der Waldenser wird gesagt, dass sie teilweise die ganze Bibel auswendig kannten. Ich kenne das nicht. Aber die waren fundiert im Wort Gottes. Und diese Märtyrer, diese Verfolgten, die waren gegründet im biblischen Wissen. Die hatten einen festen, unerschütterlichen Glauben. Sie vertrauten auf die Allmacht und Führung Gottes. Sie waren voller froher Zuversicht und Hoffnung. Genau das Gleiche kann Paulus sagen über die Gemeinde in Ephesus. Und deswegen sagt er, ich höre nicht auf, für euch zu danken. Echter, tiefer, auf Gottes Wort gegründeter Glaube war und ist das Kennzeichen echter, erweckter Christen. Von der ersten Gemeinde in Jerusalem wird berichtet, dass das Wort Gottes sie prägte. Wir lesen das in Apostelgeschichte 4, Vers 42. Da lesen wir Folgendes. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Das heißt, die Grundlage ihres Glaubens war Gottes Wort. Und das war so bei den Waldensern, das war so bei den Hugenotten, das war so bei den Wiedertäufern und es ist so da, wo erweckliche Luft weht, wo Gemeinde richtig steht. Es ist bis zum heutigen Zeitpunkt immer noch das Wort Gottes. Da kommen Christen zu mir und sagen mir, ja weißt du, ich glaube, aber ich frage manchmal auch, ja was glauben Sie dann wirklich? Wenn jemand über Glaube spricht, da wurde jetzt gerade so ein Gebetskreis gegründet, nicht etwas über den Teich hinaus und mit Leuten drin, wo ich sagen muss, wie geht das zusammen? Glaube, wenn jemand über Glaube spricht, heißt es noch lange nicht, dass es biblischer Glaube ist. Der Glaube, er muss geprüft werden. Er muss geprüft werden und standhalten dem, was Gottes Wort sagt. In Jakobus 1, Vers 19, da sagt die Bibel, dass selbst die Dämonen glauben, aber sie zittern. Könnt ihr nachlesen, in Jakobus 1, 19, wo es heißt, du glaubst,
dass nur einer Gott ist? Ja, du tust recht daran. Die Dämonen glauben es auch. Und sie zittern. Das heißt, selbst die Dämonen haben einen Glauben. Aber es ist nicht der Glaube, der rettet. Es ist nicht der Glaube, der fundiert ist auf Gottes Wort. Und deswegen, wir müssen unseren Glauben in Frage stellen lassen, prüfen lassen am Wort Gottes. Und deswegen sagt auch der Johannes in seinem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1, liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft. Und an was sollen wir prüfen? Nämlich an Gottes Wort. Prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Und was kommt von Gott? Nur Gottes Wort. Denn in dieser Welt verbreiten sich jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Und deswegen seien wir auf der Hut. Seien wir biblisch gegründet, in Gottes Wort verankert. Der Glaube der Epheser war biblisch begründet. Und deswegen kann sich Paulus freuen, weil die Epheser wissen, ich gehöre Jesus. Ich bin von ihm angenommen. Ich gehöre zu Gottes Familie. Ich bin gereinigt im Blute des Lammes. Ich bin geheiligt, tadellos vor ihm. Ja, Gott selbst wohnt durch seinen Heiligen Geist in mir. Er ist das Pfand und die Garantie des ewigen Lebens. Kommen wir zum dritten Punkt. Wenn die Liebe überfließt. Wir bei uns zu Hause, die Kinder sind jetzt mittlerweile ausgeflogen, da passiert es jeden Tag. Immer ist ein Glas ausgeschüttet. Jeden Tag. Es war schon Gewohnheit. Oder wenn man irgendetwas eingeschenkt hat, noch dazu geredet, das ganze Zeug auf dem Tisch. Wisst ihr, das ist für uns etwas eher Negatives. Aber wisst ihr, der Herr, der lebendige Gott, hat seine Liebe im Übermaß ausgeschüttet am Kreuz von Golgatha. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Er hat alles gegeben. Er hat den Himmel ausgeleert. Er hat das Liebste gegeben. Er hat seinen Sohn nicht verschont. Ja, über diese Ausleerung des Himmels, sage ich es mal so. Diese Liebe, die darf uns immer wieder neu erfassen und ergreifen. Und der Paulus, er schreibt über die Epheser. Er schreibt nicht nur über ihren Glauben, sondern er schreibt auch über diese Liebe, die sie erfasst hatte, weil sie selber von Christus Erfasste waren. In Epheser 1,15 auch, ich habe gehört von eurer Liebe zu allen Heiligen. Sind wir von Jesus, von seiner Liebe erfasst? Von seiner Liebe, die alles gegeben hat, von seiner Liebestat? Ich weiß nicht, was es den Himmel gekostet hat, das Liebste loszulassen. Und ich werde wahrscheinlich nie in der ganzen Dimension erfassen können, was es den Himmel gekostet hat, den Sohn zu schicken. Ja, du gehst jetzt. Seine Liebe hat Mittel und Wege gefunden, um uns diese Liebe mir und dir mitzuteilen. Er hat Mittel und Wege ausgedacht. Und wisst ihr, Liebe ist immer erfinderisch. Was schenke ich meiner Frau? Wie kann ich Liebe mitteilen? Und diese Liebe, diese göttliche Liebe hat vor Ewigkeiten beschlossen, uns diese Liebe kundzutun. Und diese Liebe hat Mittel und Wege gefunden, durch das Kreuz von Golgatha, uns diese Liebe anzueignen. Und diese Liebe hat Mittel und Wege gefunden, durch den Heiligen Geist, diese Liebe sogar in mein Herz auszugießen. Ja, der Himmel hat alles ausgeschüttet, seine größte Liebe, damit wir reich werden können. Und wisst ihr, Gottes Liebe wurde zur Tat. Und ich frage mich manchmal, wird auch unsere Liebe zu Gott zur Tat, die etwas tut? Paulus kann sagen über die Epheser, ich habe von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Was nützt es, wenn wir fromm reden, fromm beten, fromm singen, fromm die Bibel lesen und unsere Hände nicht zur Tat werden, die diese Liebe weitergeben? Sind unsere Hände von Gottes Liebe geführt, dass wir gerne geben, freimütig, großzügig? Sind wir bereit, Werke der Liebe zu tun, voller Erbarmen und Mitgefühl?
Hände, die weitergeben, was sie auch selber nur empfangen haben. Ich mache ja öfters Beerdigungen. Und nach Möglichkeit gehe ich immer noch und nehme noch Abschied ganz persönlich. Und ich habe noch nie gesehen, dass Tote etwas festhalten können. Etwas makaber. Aber Menschen, solange sie leben, wollen mit aller Gewalt alles festhalten. Das gehört mir. Aber eines Tages müssen sie es sowieso loslassen. Gib lieber mit warmen Händen. Mit kalten kannst du es nicht mehr tun. Unsere Liebe muss zu Füßen werden, die hingehen, um Gottes Liebe weiterzutragen, die den Weg nicht scheuen, um Kranke aufzurichten, Füße, die bereit sind, um Alte zu betreuen, Einsame zu besuchen, Füße, die freiwillig einen Dienst übernehmen. Ich freue mich immer über unseren Margret und Röne, die so treu in aller Liebe diesen Dienst tun hier in der Zionshalle und immer alles putzen. Rund um die Zionshalle sind sie immer am Schneiden, Aufräumen und so weiter und so fort. Das ist ein Dienst der Liebe. Wir sollen Füße haben, die gehen, bereit sind, ungeachtet mithelfen. Und wir sollen einen Mund haben, der nicht nur fromm redet, sondern auch fromme Worte sagt. Nämlich fromme Worte der Ermutigung, der Stärkung, der Tröstung. Und immer wieder muss ich mir zu mir selber auch sagen, ja Samuel, pass auf, dass du nicht die Menschen runter machst, sondern dass sie erhebst, näher zum Herrn Jesus. Trösten, Segensworte aussprechen, mit den Müden zu reden, aufzurichten, anzuspornen, zu erbauen. Und vielleicht auch, wenn es sein muss, mal zu sagen, komm, wir gehen zurück zum Herrn Jesus. Wisst ihr, echter Glaube ist keine Worthülse, sondern ein Gefäß, gefüllt mit Gottes Liebe, stehen auf dem Fundament des Wortes Gottes. Und über allem, das ihn verherrlicht und ihn ehrt. Und so kommen wir zum letzten Punkt. Wir alle sind geschaffen zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ich frage mich manchmal, es gibt Menschen, die sind die ganze Zeit nur um sich drehen, um sich selbst und sie merken gar nicht, wie einsam, wie unglücklich sie immer mehr werden. Wir sind geschaffen, um Gott zu loben, ihn zu ehren und ihn anzubeten. Und je mehr wir das tun, umso froher, umso freier werden wir, umso glücklicher. In Epheser 1, Vers 12, das ist ein Vers vorher, oder 2 Verse vorher, da sagt uns der Apostel Paulus, was eigentlich der Zweck und das Ziel unseres Lebens ist. Er sagt, in Epheser 1, Vers 12, er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind, wir, die wir schon vorher auf den Messias gehofft haben. Mir kommt es manchmal so vor, wie wenn es dem Teufel gelungen ist, unsere Bestimmung uns aus den Augen zu rücken. Wir sind dazu bestimmt von Gott, zum Lob seiner Herrlichkeit da zu sein. Und wenn wir für diesen Zweck da sind und entsprechend auch so leben, nicht indem wir große Predigten halten, nicht indem wir Großes tun, sondern einfach an dem Ort, wo uns der Herr Jesus hingestellt hat, vielleicht in aller Schwachheit, beim Kühemelken, etwas sind zum Lob seiner herrlichen Gnade. Die Bibel sagt uns, alles, was ihr tut, tut von Herzen als dem Herrn. Der Teufel hat uns eine Suppe vorgekocht und wir haben sie ausgelöffelt oder meinen sie auslöffeln zu müssen. Und wir denken, ja weißt du, wenn ich möglichst wenig Sorge habe, dann geht's mir gut. Wenn ich finanziell abgesichert bin, alles okay. Wenn ich jedes Jahr einmal oder zweimal in Urlaub fahren kann, gesund bin, ein möglichst hohes Alter erreiche, alles fantastisch. So denken wir. Und wir denken dann, ja, dann sind wir wirklich zufriedene Leute. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man in den Urlaub fährt, wenn man finanziell ein Polster hat. Überhaupt nicht. Schön ist es, wenn man gesund ist. Sogar der Apostel Johannes, er schreibt seinem Freund Gaius Folgendes. In 3. Johannes, Vers 2, da schreibt er, mein lieber Gaius, es ist mein Wunsch, dass du gesund bleibst und dass es dir in jeder Hinsicht gut geht. So gut, wie das im Hinblick auf deinen Glauben der Fall ist. Ist doch wunderbar, wenn es einem gut geht.
Aber wisst ihr, ich habe Menschen kennengelernt, persönlich. Die konnten sich keine Ferien leisten. Und sie waren dennoch total glücklich. Ich habe Christen kennengelernt. Da ist mir jetzt eine Person vor Augen, die musste sogar täglich schauen, dass sie genug auf dem Tisch hat zum Essen. Und sie war überglücklich im Herrn Jesus. Ich habe eine Person kennengelernt, oder schon mehrere, die waren ans Bett gefesselt. Und doch haben sie von Jesus gestrahlt. Es hat nichts zu tun mit unserem Wohlstand, nichts zu tun mit unserer Gesundheit, nichts zu tun, was ich mir alles leisten kann. Inneres Glück, innere Zufriedenheit sind unabhängig von äußeren Umständen. Wenn ich ein Ja habe zu dem, wie Gott eigentlich geschaffen hat, nämlich, dass wir etwas sein sollen zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und ich habe das bei der Einsegnung ganz kurz erwähnt. Ich habe wunderschöne Menschen kennengelernt, aber sie waren potthässlich. Und ich habe Menschen kennengelernt, die waren nicht das schönste Idealbild. Heidi Klum hätte sie nicht ausgesucht. Aber die haben gestrahlt von Jesus. Ich vergesse eine Missionarin nie. Die hat gestrahlt so von Jesus. Und sie war ganz allein im Urwald von Kamerun. Weil ihr Herz erfüllt war von Jesus Christus. Und wisst ihr, wenn wir eine Gemeinde sind, die so strahlen von Jesus, weil sie nicht anders können, als ihn anbeten, ihn preisen und ihn ehren und rühmen, dann sind wir eine Gemeinde, die ein Zeugnis hat, weit über Dübendorf hinaus. Mögen wir solche Menschen sein. Und so möchte ich schließen mit folgendem Bibelvers in Epheser 1, Vers 18 und 19. Da heißt es, also Gott selbst, erleuchte eure Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung, seine Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wisst ihr, wir Christen, wir haben eine wunderbare Hoffnung. Wir haben ein Erbe, das uns niemand stehlen wird. Wir haben Gottes Geist, Christus in uns. Wir haben Vergebung. Wir wissen, wo wir hingehen. Wir wissen, dass er uns festhält. Und so möchte ich ganz bewusst das mit dem schließen, wie ich es Folgendes formuliere. Dass wir doch jeden Tag mit Folgendem leben. Nämlich, dass wir ganz bewusst unser Vertrauen ganz allein auf Gottes Gnade stellen. Dass wir ganz bewusst im Glauben leben, im Glauben an das, im Vertrauen auf das, was Gott in seinem Wort sagt. Dass wir jeden Tag mit Jesus unterwegs sind, auf seinem Wort leben, atmen. Dass wir Menschen werden und sind Menschen des Gebets. Und wisst ihr, beten kann man überall, zu jedem Ort. Herr Jesus, schenk Gnade, hilf. Wie soll ich mich entscheiden? Was denkst du darüber? Dass wir frohe Bekenner werden für Jesus Christus. Dass wir die Gemeinschaft unter den Gläubigen nicht verlassen. Eine Gemeinde ist nie perfekt. Wie oft habe ich schon Menschen enttäuscht. Aber wisst ihr, ich komme nicht zusammen, um enttäuscht zu werden, sondern ich komme zusammen, um ermutigt zu werden und auch um zu ermutigen. Komm, wir gehen mit Jesus unterwegs. Und deswegen die Gemeinschaft untereinander, miteinander ist so lebenswichtig. Und halte Jesus Christus jeden Tag vor Augen. Er kommt wieder und es könnte heute sein. Möge das unsere Hoffnung sein, unser Trost, unsere Zuversicht aus diesen Versen. Amen.